Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LADT, den Latin American Dancing Tutorials. Ja, dies hier ist der Start einer Dreier-Serie, wo es um die Cuban Breaks gehen wird. Ja, und ich bin ja quasi ein Fan vom Pareto-Prinzip. Ja, falls ihr das nicht kennt, googelt einmal danach, aber im Prinzip geht es dabei darum, dass man quasi mit 20% des Einsatzes 80% des Ergebnisses bekommt. Ja? Das heißt, im Businessleben kriegt man 80% des Umsatzes von 20% der Kundschaft. Ja? Und umgekehrt, 80% der restlichen Kundschaft machen dann 20% des Umsatzes. Ja? Deswegen gibt es quasi dankbare Kundschaft und nicht so dankbare Kundschaft, und vielleicht ist es sinnvoll, sich eher auf diese 20% zu konzentrieren. Okay? So, was meine ich aber mit dem Pareto-Prinzip jetzt bei den Cuban Breaks? Überlegt euch mal, was quasi das Allerwichtigste ist, womit ihr mit dem wenigsten zeitlichen Aufwand, mit dem geringsten zeitlichen Aufwand die besten Ergebnisse rausbekommt. Ja? Meiner Meinung nach sind es zwei Sachen. Als allererstes, aber unbedingt, sind es die Fußpositionen. Ja? Zweitens, und das machen wir dann im zweiten Teil, sind es die Beckenpositionen. Aber erstmal in diesem Teil kümmern wir uns tatsächlich nur um die Fußposition. Ich drehe mich gleich zur besseren Veranschaulichung weg von euch. Ich hoffe, ihr könnt mich gleich trotzdem gut hören. Na, wir werden es ja sehen. Man muss einfach erstmal einiges wissen, was die Cuban Breaks anders macht als zum Beispiel normale Check-Aktionen. Ja? Folgendes. Erstens, bei den Cuban Breaks sind, oder sagen wir mal so, besser gesagt, bei einem normalen Check, ja, das ist jetzt meine Ebene, gehe ich vorwärts. Das heißt, mein linker Fuß geht ganz leicht über Kreuz, quasi einspurig zum hinteren Fuß. Ja? Die Bewegungsrichtung ist trotzdem vorwärts. Bei einem Cuban Break, ja, oder bei den Cuban Breaks, ist die Bewegungsrichtung mehr über Kreuz als bei einem normalen Check. Ja? Das heißt, mein Körper zeigt immer noch nach, aber ich gehe nicht mehr so richtig nach vorne, sondern ich gehe auch noch ein Stückchen gleichzeitig zur Seite. Das Problem, was ich dabei haben kann, ist, dass wenn ich meinen hinteren Fuß genauso lasse wie bei einem normalen Check, dass ich dann quasi beim Cuban Break auf der Außenkante lande. Ja? Wir streben aber immer die Innenkante an. Okay? Das heißt, damit ich nicht auf der Außenkante lande, muss ich bei den Cuban Breaks mein Standbein mehr ausdrehen. Okay, ich stehe also nicht so, sondern am Ende stehe ich so. Das heißt, mein Fuß ist weiter ausgedreht. Okay? So, zweitens, wie finde ich die richtige Position für diesen Check im Cuban Break? Ja? Also, kleines Schema. Ich drehe meinen Fuß für alle Fälle schon mal leicht aus und jetzt benutze ich den rechten Fuß quasi wie ein Pfeil. Okay? Und jetzt bringe ich mein linkes Bein unter den Körper, natürlich mit einem gebeugten Knie. Ja, vom gestreckten Bein, immer wenn der Fuß unter den Körper geht, dann beugt das Knie. Und jetzt führe ich den Fuß, ja, quasi mit einer hohen Ferse entlang von meinem rechten Fuß, wie so ein Pfeil, und zwar auf der Innenkante entlang, bis mein linkes Bein komplett gestreckt ist und mein linker Fuß trotzdem noch ein ordentliches Stück ausgedreht ist. Ich könnte ihn jetzt noch weiter strecken, aber ich kann dann meinen Oberschenkel nicht mehr so weit ausgedreht halten, sodass mein Fuß dann quasi nicht mehr schräg nach da zeigt. Okay? So, das heißt, ich muss meinen Oberschenkel immer noch weit ausgedreht halten. Dann, wenn es nicht mehr weitergeht, ja, das ist quasi mein Schritt. Da muss ich jetzt meine Ferse zum Boden bringen, dann habe ich auch meine perfekte Schrittgröße. Okay? So, jetzt von hier drücke ich mich vom hinteren Fuß ab. Das ist nachher quasi dann
theoretisch die Möglichkeit, meine Schulter quasi mitzudrehen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich der Dame einen stärkeren Impuls zum Back Basic geben möchte. Ja? Hier bei den Cuban Breaks habe ich tatsächlich eine Gegenbewegung, ja? Oder zumindest eine relative Gegenbewegung, nicht zu viel bitte, ne? Bitte nicht so machen, aber wir lassen die Schultern, oder sagen wir es mal so, unsere Füße sind zu den Schultern weiter verdreht. Ja? Deswegen habe ich hier die Knie nicht fast hintereinander wie bei einem normalen Check, sondern eher nebeneinander. Bei einem normalen Check ist das halt so, ich bringe einspurig und wenn ich überhaupt mein hinteres Knie etwas beuge, dann drückt es quasi gegen die innere Sehne vom vorderen Fuß. Beim Cuban Break tue ich dieses Verhältnis von den Schultern und des Unterkörpers, habe ich die Knie eher nebeneinander. Okay? So, dann strecke ich mein hinteres Bein, ja, bringe den Fuß wieder unter den Körper, wieder zur Seite, dann kommt die Beckenaktion, ja, die gibt es dann im zweiten Teil und dann geht das Ganze von vorne los. Okay? Also hier wirklich quasi nur einmal die Füße. Okay? So, das war's vom ersten Teil der Cuban Breaks Reihe. Wir sehen uns dann im zweiten Teil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir ein Abo, schreibt mir einen Kommentar, liked es und wir sehen uns dann im zweiten Teil. Bis dahin, euer Roman.